Herr Vorsitzender, lieber Havelen Heja, Hevelamin Kurt. Nach dieser freundlichen Begrüßung von Berivan weiß ich gar nicht, wie ich das noch toppen kann, auch nach diesen wunderbaren musikalischen Darbietungen, die wir eben gehört haben. Aber ich bin heute Abend gern nach Gießen gekommen, zu diesem Bundeskongress, in einer für die Kurdinnen und Kurden nicht einfachen, in einer für sie schweren Zeit. Heute Morgen, es war glaube ich um 9:32 Uhr, kriegte ich eine SMS oder ein WhatsApp. Auch wenn man schon etwas älter ist, muss man mit diesen Dingen ja umgehen können, von einem kurdischen Freund, der mir sagte, Şengal ist befreit. Das war für mich eine große, gute, positive Nachricht und man kann allen nur danken und gratulieren, die diese Freiheit erkämpft haben. Aber ich glaube, der eindrucksvolle Vortrag von Ilhan vorhin hat gezeigt, dass das nur eine Zwischenstation ist, dass wir noch nicht am Ende sind, sondern dass wir vor allen Dingen auch sehen müssen, wie kann dieses Stück der erkämpften Freiheit auch auf dauerhaft für die Menschen dort an dieser oder an anderen Stellen in Kurdistan gesichert werden. Als ich das erste Mal, ich will jetzt nicht von meiner Juso-Vergangenheit reden, da haben wir Mitte der 60er Jahre für ein freies Kurdistan demonstriert auf der Straße. Aber als ich das erste Mal bewusst 1992 nach Kurdistan kam, in die Türkei, aber auch mit meiner Frau Heidi Merck in Kurdistan, Irak war, nach den Zerstörungen von 4000 Städten und Gemeinden durch die Giftgasangriffe von Saddam Hussein, und wir in Halabscha waren, sagte uns ein schon älterer Peschmerga, der uns begleitete und führte, uns auch sicherte, unsere einzige Chance ist die Demokratie. Und ich glaube, das hat man in der kurdischen Region im Irak geschafft. Und ich wünsche mir, ich knüpfe an das, was der Vorsitzende gesagt hat, dass diese Freiheitsrechte auch in anderen Teilen Kurdistans geschaffen werden, und zwar möglichst bald. Seit Jahrzehnten begleiten meine Frau und ich die Kurden in Freud und Leid im Iran, im Irak, in Syrien und in der Türkei. Und für uns stellte sich immer wieder eine Frage, auch heute: Warum lässt man eigentlich ein Volk ohne eigenen Staat, noch ohne eigenen Staat, nicht in Frieden leben? Sie sind Waisenkinder des Universums, immer wieder unterdrückt, gepeinigt dort, wo sie leben, verfolgt, missachtet. Man erhält ihnen die eigenen Freiheitsrechte vor. Wenn man die Situation verfolgt hat, und es ist darüber gesprochen worden, dass natürlich die Menschen leben und arbeiten in den Städten, haben dort ihre Freizeit. In Kriegen sterben sie auch in den Städten, ganz gleich wo auf der Welt. Aber wenn man noch einmal Revue passieren lässt, was in den letzten Jahrzehnten geschehen ist, die rabiaten Verfolgungen durch Khomeini, Massenvernichtungen, Foltergefängnisse. Ich sprach über die Giftangriffe auf Halabscha und nicht nur auf Halabscha. Die Flüchtlinge, wenn man diese Bilder noch vor Augen hat, seinerzeit in die Türkei, damals hätte man doch gedacht, so etwas darf und wird sich nie wiederholen. Und was haben wir im letzten Jahr erlebt? Die gleiche Situation hat sich erneut ereignet. Und ich sage es ganz bewusst, weite Teile der Weltgemeinschaft haben zugeschaut und haben nicht sofort eingegriffen und gehandelt. Und wenn man über Syrien spricht, ich kenne viele und habe viele kurdische Freunde aus Syrien, denen die Staatsbürgerschaft, weil sie nicht zu dieser Staatspartei
gegangen sind, nichts mit ihr zu tun haben wollten, ist ihnen die Staatsbürgerschaft aberkannt worden. Und ein guter Freund, ein Schriftsteller, der sich in Hannover geäußert hat zu der Lage dort in Syrien, da war die Geheimpolizei bei seinem Bruder vor der Tür und hat ihm gesagt, hört zu, noch eine solche Äußerung in Deutschland, weil die Geheimpolizei natürlich auch in Deutschland war und vielleicht auch sogar noch ist. Wenn eine Äußerung deines Bruders nochmal erfolgt, habt ihr hier nichts mehr zu suchen und habt auch kein Leben mehr. Das war und ist die Situation, eine Geschichte, die 20, 30 Jahre zurückliegt und nie aufgehört hat und aktueller denn je ist. Und wenn wir, ist ja heute schon viel gesagt worden, nach Syrien schauen und auf die Türkei schauen, dann erlauben Sie mir bitte, wenn ich sage, es ist doch, na, Schande ist vielleicht noch gelinde ausgedrückt, dass es beispielsweise die Türkei zugelassen hat, dass über Monate, Jahre hindurch IS-Kämpfer durch die Türkei nach Syrien ein- und ausreisen konnten, dass man verletzte Menschen auch in türkischen Krankenhäusern behandelt hat. Das will ich ja nur akzeptieren, aber dass man noch bis in jüngste Zeit es zugelassen hat, dass Waffen über die Türkei nach Syrien der IS zugeführt werden können, das ist eine große Schande, verehrte Anwesende. Und was hat die Türkei gemacht? Die hat das mit offener und geduldeter Sympathie zugelassen, weil, das sagte vorhin auch jemand, weil es natürlich gegen den Feind Assad ging. Ich bin kein Freund und das ist ein Diktator, der viele Menschenleben auf dem Gewissen hat und der muss auch weg, er muss abgewählt werden dort aus seinem Land in seiner jetzigen Funktion. Und als die Türkei denn endlich, nachdem sie monatelang zugeschaut hat, die dieser Allianz angeschlossen hat zur Bekämpfung des IS, was hat Erdogan zeitgleich gemacht? Den Friedensprozess mit den Kurden aufgekündigt und hat mehr kurdische Stellungen bombardiert, bis in den Irak ist er hineingegangen, anstatt sich wirklich dem Kampf gegen den IS in ganzer Schärfe und ganzer Brutalität auch zu stellen und entsprechend zu widmen. Und ich sage das hier auch ganz kritisch. Der Allianz lässt das zu, dass ein NATO-Partner Krieg gegen sein eigenes Volk führt. Das ist ein Skandal. Es war klar, dass Erdogan alles tun wollte, dass die AKP wieder eine Mehrheit bekommen sollte und würde. Aber er hat sich praktisch und seine Partei zu diesem Wahlsieg gebombt. Und er hat es geschafft, selbst wenn die Wahlen fair verlaufen sind in den überwiegenden Fällen, dass der 1. November 2015 ein trauriger Tag für die Türkei, ein Rückschlag für die Demokratie und eine Schande für ein Land ist, das Mitglied der Europäischen Union werden will. Ich war und bin immer noch dafür, weil die Türkei zu Europa gehört. Aber ich habe jetzt große Zweifel, nicht weil die Menschen das vielleicht nicht mehr wollen, ob die jetzigen Regierungsverantwortlichen noch dafür sind. Und wenn jetzt die Türkei, die dortige Regierung hofiert wird, dann ist so eine ganz einfache Frage. Man soll die Verhandlungen zur Aufnahme in die Europäische Union fortführen. Ich würde, wenn ich da was zu sagen hätte, das Kapitel Menschenrechte aufschlagen und würde dann sehen, ob die Menschenrechte dort erfüllt sind. Und wenn sie erfüllt sind, dann kann man darüber weiter reden. Und eines muss dabei gesagt werden. Das war immer meine Aussage. Der Weg der Türkei in die Europäische Union führt über Diyarbakir. Das heißt, wenn die Kurdenfrage gelöst ist, dann wird man auch dieses Land in die Europäische Union aufnehmen. Natürlich gibt es dort ein großes Flüchtlingsproblem. Ich höre, dass die wenigsten von den 2 Millionen, von denen man spricht, in Flüchtlingslagern in der Türkei sind. Die meisten bei Verwandten, bei Angehörigen oder irgendwo im Lande. Ich will nicht sagen auf der Straße. Aber wenn man jetzt auch darüber spricht, und ich sage das auch sehr selbstkritisch, auch im Hinblick auf unsere Bundesregierung, wenn Sie darüber sprechen, über die Flüchtlingszahlen in Jordanien,
im Libanon, in der Türkei und in weiteren Ländern. Warum sagt man nicht, dass diese weiteren Länder auch der Nordirak ist, wo bei 5 Millionen Einwohnern mittlerweile über 2 Millionen Flüchtlinge sind? Ich bin im Februar in einer Vielzahl von Flüchtlingslagern in Duhok, in Sulemania, in Erbil gewesen und habe mir das angesehen und habe das Leid, wie es hier beschrieben worden ist, ich war mit meiner Frau, der jesidischen Frauen, nicht nur gesehen, sondern wir haben mit ihnen gesprochen und das hat uns getroffen. Und wenn wir gehört haben, dass wir aus einem Ort, ein Ort ist hier genannt worden, es gibt weitere Städte, wo 900 Einwohnern 450 Männer umgebracht worden sind und die Frauen wirklich vergewaltigt, verkauft worden sind, x-mal, dann ist das etwas, wo doch eine Weltengemeinschaft nicht zusehen kann und das zulassen kann und zulassen darf. Und natürlich ist es richtig, dass, und das ist heute auch von Herrn Laschet gesagt worden, dass er mit der Türkei reden und verhandeln muss. Aber ich sage Ihnen auch ganz offen, wenn der Präsident der Europäischen Union, der Kommission sagt, die Türkei sei ein sicheres Drittland und wenn Martin Schulz dieses auch als möglich erachtet, finde ich das unangemessen und unanständig. Und ich schätze es sehr, was unsere Kanzlerin macht in der Flüchtlingsfrage und dass sie sich dort auch nicht beirren lässt und auch nicht über Lawinen und Ähnliches von Schäuble und de Maizière und von anderen beeinträchtigen lässt. Aber ich glaube, es wäre nicht notwendig gewesen, weil sich ja in der Zwischenzeit nichts getan hat, dass man 2 Wochen vor der Wahl in der Türkei Herrn Erdogan in Istanbul hätte hofieren müssen. Das war unnötig. Ich glaube, selbst wenn es darum geht, die Flüchtlingszahlen und die Flüchtlingsaufgaben zu bewältigen, kann die Türkei nur dann ein sicheres Herkunftsland sein, wenn dort Pressefreiheit garantiert wird, wenn Verfolgung von Journalisten und Christen und anderen Minderheiten aufhören, wenn die Parteibüros Land auf, Land ab zerstört werden und am meisten, Sie haben das gesagt, am meisten hat sich ja Konya darin ausgezeichnet. Und deswegen muss man deutlich machen, dass wenn man aus Deutschland zusammenarbeiten will mit Städten in der Türkei, politische Akzente setzt und sagt, jawohl, wir gehen in den Osten der Türkei, da gibt es viele Städte, die mit Städten in Deutschland aus Kurdistan zusammenarbeiten wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ein sicheres Herkunftsland ist man auch erst dann, wenn man keinen Krieg gegen das eigene Volk führt, wenn man diesen Krieg unmittelbar und sofort einstellt. Europa muss in diesen Fragen wach werden und wir müssen es auch. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich auch aus der Friedensbewegung komme. Und ich wäre mit Sicherheit nicht 35 Jahre Oberbürgermeister unserer schönen Landeshauptstadt Hannover gewesen, wenn ich mich nicht auch immer wieder für internationale Fragen eingesetzt habe. Ich bin also ein Kämpfer für den Frieden und bin jemand, der auch kein Militarist ist. Aber es gab vor 180 Jahren einen deutschen Generalfeldmarschall, der die türkische Regierung damals beriet, 1835, Helmut von Moltke. Und er bereiste Kurdistan und hat in seinen Briefen darüber auch berichtet. Er brachte seine Begeisterung über das Bergland Kurdistan zum Ausdruck, dessen Ursprünglichkeit und landschaftliche Schönheit faszinierten ihn ebenso, wie er schrieb, wie die Kurden selbst. Und in einem Brief an einen Freund schrieb er über die Behandlung der Kurdinnen und Kurden durch die Türken: Es ist ein Krieg voller Scheußlichkeiten. Gefangene, die Hälfte Kinder und Frauen, über 600 habe ich gesehen, wie sie misshandelt wurden. Da frage ich, was würde dieser Mann heute schreiben müssen? Und Moltke sagte weiter, die Kurden würden unbezwinglich sein, wären sie vereint und sich einig. Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende und wichtige Frage, auch für die Kurden und für, ich sage das so, meine kurdischen Freundinnen und Freunde.
Liebe Freundinnen und Freunde, wir brauchen den Frieden. Wir brauchen auch den Frieden in der Türkei zwischen denen, die kurdischer und nicht kurdischer Abstammung sind. Wir brauchen auch keinen Krieg. Und ich sage, es ist völlig gleich, ob ein Polizist oder ein PKK-Kämpfer oder ein Peschmerga oder wer auch immer kommt. Ein Toter ist in solchen Auseinandersetzungen ein Toter zu viel. Wir werden in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch viel miterleben. Und wir müssen helfen, dass die 30 und mehr Millionen Kurdinnen und Kurden, die es auf der Welt gibt, zusammenhalten. Wir leben in einer Welt. Jahrzehnte hat die Staatengemeinschaft versäumt, die Lage in den Staaten der sogenannten Dritten Welt, wo ja viel mehr Menschen leben, die ja eigentlich die erste Welt ist, zu verbessern. Ich erinnere mich noch daran, Willy Brandt hat mit seiner Nord-Süd-Kommission gefordert, mindestens 0,7%, das sind 30 Jahre oder mehr her, mindestens 0,7% des Bruttosozialproduktes müssen ausgegeben werden für die sogenannte Entwicklungshilfe. Und was hat man gemacht? Nichts hat man gemacht, viel zu wenig. Jetzt hat Frau Merkel erklärt vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen, wir wollen 0,7. Ja, das hätte sie und Vorgängerregierung und Regierung schon lange verwirklichen müssen. Erst nachdem sich diese Wanderungen auf den Weg gemacht haben, was ja verständlich ist, denn wenn irgendwo jemand in Armut lebt, wenn er im Krieg lebt, wenn er politisch verfolgt wird, dann geht er in eine Region, wo er in Frieden und Freiheit leben kann. Und wenn man jetzt über das Asylverfahren debattiert, da sage ich auch sehr offen, Kriegsflüchtlinge gehören nicht ins Asylverfahren. Die müssen so aufgenommen werden und wenn sie hier sind und es gibt wieder Frieden in ihrem Land, dann werden sie zurückgehen, weil sie ihr Land mit aufbauen wollen, wieder aufbauen wollen. Liebe Freunde, Kurdistan ist ein schönes Land. Heimat, Freiheit, Zukunft. Die Kurdinnen und Kurden lieben ihre Heimat. Ich liebe auch meine Heimat, die Hannover ist. Aber ich sage, ich liebe auch Kurdistan. Und wenn Sie erlauben, würde ich gerne abschließen mit einem Gedicht. Mit einem Gedicht, das meine Frau 1992 geschrieben hat. Sie ist keine Poetin. Sie ist Juristin, war Justizministerin 8 oder 9 Jahre, war in der Türkei, wenn auch nur für einen Tag inhaftiert, weil sie dort Flüchtlingslager und eine Bewegung besucht hatte, die dort für die Freiheit sich einsetzte. Und vieles andere haben wir erlebt. 1992, nach dem ersten Besuch, hat sie folgendes Gedicht geschrieben. Du Land der 1000 Steine, getränkt von Blut, benetzt mit vielen Tränen, beleuchtet von 1000 Sonnenblumen, in blauen Flüssen sich spiegelnd. Du Kurdistan, ich liebe dich. Land der sanften, weichen Sprache, der vielen herrlichen Augen, der Zärtlichkeit der Menschen, Land der zerstörten Dörfer, des Schmerzes und der Trauer, des Kampfes und der Friedenssehnsucht. Dich, Kurdistan, dich liebe ich. Du sollst nicht einsam sein in schlimmen Stunden, nicht verlassen, nicht allein. Ich will bei dir sein, für dich rufen. Es ist deine Stunde, Kurdistan, dich rufen. Du sollst siegen. Wie ein Vogel sollst du fliegen, in die Freiheit tief hinein. Und die Sonne geht auf und ich weine vor Freude. Befreites Kurdistan, ich liebe dich. Vielen herzlichen Dank.